Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Train Sim World 2. Warum sage ich guten Morgen? Weil es ist heute bei mir ganz früh und tatsächlich habe ich meinen Schaffner gerade angerufen, aber der schläft anscheinend noch. Also ich erreiche ihn nicht. Das war halt der Max, ja, aber gut, wollen wir drüber hinwegsehen. Was ihr da gerade seht, ist ja quasi der Startbildschirm von Train Sim World 2 und ich bin schon auf dem richtigen Bild, weil Heinz ist soweit. Wir machen halt nicht mehr hier Strecke Köln, weil mir reicht's einfach, sondern heute machen wir Sand Patch Grade. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich lasse mich da jetzt selber überraschen, ja, aber wir schauen einfach mal getrost hier rein. Genau, eine neue Reise beginnen. Ja, das machen wir. Okay, also für mich schaut es aus, wie wenn wir da jetzt quasi irgendwo in Amerika, also genauer gesagt USA waren, aber Kosmos. Dies ist die neueste Generation der General Purpose Typ 3.8 Lokomotive, die von der Electromotive Division von General Motors gebaut wurde. Bekannt als GP38-2 ist diese Lokomotive mit einem dieselelektrischen 16-Zylinder-Motor ausgestattet, der 2000 PS Leistung erzeugt. Also für mich hätte es schon ein bisschen noch Schleichwerbung, muss ich zugeben. Aber gut, na, ist ein schönes Gerät, da fällt sich nichts. Okay, okay, also 8 Yard, heißt für mich schon mal, das ist falsche Einheit. Als erstes gehen Okay, Sie zur Lok, so wie es angegeben ist. ja, okay. Aha, da muss ich rüber. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Ja, aber der, bist du auch schon da? Ja, siehst du, das ist der Schaffner schon da. Ja, die sitzen, Um sagt er. die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie... Ja, war ich schneller. Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Ah, Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. das machen wir. Hell. Jetzt überhaupt was. Und machen wir ein Zum bisschen lauter. Steuern der Lokomotive gibt es 3 Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf Vorwärts. Genau, also ich mache jetzt für euch noch mal ein bisschen lauter. Dann haben wir das auch abgehakt. Ton, ja, ja, sowas. Gell? Ich hoffe, das hat er gespeichert. Hat er das gespeichert? Bei dem Programm, da weißt du nie. Ja, natürlich hat er es nicht gespeichert, ist ja klar. 21er anliegen. Naja, gut. So, also Richtungs auf, vorwärts wird er gesagt. Hä? Vorwärts. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Das machen wir. So, Wir sind nun bereit loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn 2-mal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. Sicherheit, meine Freunde, ganz klar. So, Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Erhöhen Sie die Leistung um 1. haben wir gemacht. Also ich muss sagen, es ist eine schöne Erfahrung, weil man muss sagen, im Gegensatz zu deutschen Bahnen ist es wirklich komplett anders da. Kann man nichts sagen. Sie hockt bloß da. Grüß dich. Okay, Chevron tut's recht gut. Wir können mal rausschauen. Chevron tut's sauber. Aber Signale oder was habe ich jetzt auch überhaupt noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Da
Ist nichts in Sicht. Naja, der wird uns schon Anweisungen geben. Was es gibt, hä? Wie das ausschaut. Ja, spinnst. Ja, also da darf man wohl ein bisschen schneller fahren inzwischen. Naja, lasst mich gar nicht. Was ist das? Naja, wir haben's ja gemütlich. Jetzt hat er wie. Sie fahren. Großartige Arbeit. Um Was eine sie- konstante Geschwindigkeit beizubehalten, bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Okay. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Das machen wir. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche. Bis der glaubt hat, ob ich das schon lang gemacht, verstehst? Ja, bei der Geschwindigkeit, da fällt ja nichts. Daher siehst du das. Das war großartige Arbeit. Sie haben soeben Ihre erste Lektion zur Steuerung der GP38-2 abgeschlossen. Es gibt aber immer noch mehr zu entdecken. Als Lokführer hören Sie nie auf, an Ihren Fähigkeiten zu feilen. Und hingehauen, sag ich mal. Okay, naja, siehst du das. Der Günther, da macht der Fortschritte. Wahnsinn. Einwandfrei. Gut, dann geht's wahrscheinlich jetzt in die Vollen. Und ich kann es ja jetzt schon versprechen, ich glaube, das ist ja der Schmarrn. Jetzt muss ich das alles allein hinbringen. Oh Gott. Rangieren. Ja, bist du deppert. Sie möchten etwas über das Rangieren lernen? Werfen wir einen Blick darauf. Rangieren, aui. Bevor ein Zug irgendwo hinfahren kann, müssen Mannschaften zuerst die Wagen zusammenstellen. Akribische Planung stellt dabei sicher, dass die richtigen Wagen im richtigen Gleis stehen, um so den richtigen Zug zusammenstellen zu können. Das ist es. Diesen Vorgang nennt man Rangieren. Rangieren. Nein, sehr sinnvoll. Weil sonst, das bringt ja alles nichts. Steigen Sie in diese Lokomotive und wir fangen an. So, Abfahrt. Eine Lärm macht das Gerät, hey. Ja, aber der Erich bist auch wieder da. So, Junker. Jetzt sieht gleich ganz schlecht noch. Ah, er sagt's, schau, er sagt's mal wenigstens. So, also, ja. Rüsten Sie die Lokomotive auf und fahren Sie auf die dort vorne stehenden Wagen zu. Gehen Sie es Ja. ruhig an. 5 Meilen pro Stunde reichen aus. Okay, stellen Sie den Generator-Feldschalter auf an. Ah, Jungs, ich sag's ja, ich bin einfach gerade erst aufgestanden, gell. Generator-Feldschalter. Das Absperrventil auf Güter. Absperrventil auf Güter. Den Richtungswender auf Vorwärts. Und die Bremse auf Lösen. Und jetzt hat er erstmal einen Schluck fahren. Ich muss jetzt die Bremsen machen. 1. Leistungsregler auf 1. Jetzt läuft er. Jetzt läuft er schon hin. Also ich habe gesagt 5 Meilen pro Stunde dürfen wir fahren. Das heißt, wir werden ein bisschen langsam da. Stoßen Sie vorsichtig an die Wagen an. Die Kupplungen verbinden sich automatisch. Mhm. Was hat er jetzt für eine Markierung? Muss ich vom Gas runter? Na. So, jetzt werden wir mal langsam. Also ich schätze schon, dass wir da einfach jetzt drauf rumpeln dürfen. Ich bin gespannt. Naja. Noch ist nichts hier. Wir können ja wieder von vorne anfangen. Aha, Shepard. Naja, siehst du das? Genau so. Sie haben es. Nun bringen Sie diese wieder hinter die im Gleis liegende Weiche zurück. Aha,
Das heißt, ich muss rückwärts fahren. Wir können ja mal rausschauen. Was haben wir da alles angehängt? Bist du deppert? Okay, auf jeden Fall müssen wir zurückfahren. Das heißt, Richtungswende rückwärts und Abfahrt. Du merkst natürlich jetzt auf jeden Fall, da ist mehr Gewicht. Ich meine, was hat er vorher gesagt? 2000 PS. Da geht was, sag ich. Da geht was. Aber du merkst schon, es ist mehr Gewicht drin. Ja, das ist ganz klar. Da muss er schon ordentlich ziehen. Schauen wir nochmal, was wir da ankommen. Ja, da habe ich keine Bedenken. Ist die Ansicht besser? Na. Okay. Also ich gehe mal raus vom Gas. Die Bremse war ja dann da auf Ding, das hat eigentlich gelangt, gell? Naja. Aber die macht halt nichts, gell? Die hockt da, schaut wie ein Schweimer, wenn es blitzt. Nichts macht die. So. Naja, gut, mit die Wagen, der schippt schon gar nicht mehr anders um, gell? Das merkst. Um Oh diese Gott. Wagen auf dem benachbarten Gleis abstellen zu können, muss eine Weiche im Gleis gestellt werden. Steigen Okay. Sie von der Lokomotive herunter und gehen Sie zur Weiche. Sowas kann halt wirklich sie machen. Also richtig sie. Weißt du, die hätte sogar da vorne hätte ich schon aussteigen können. Es waren 5 Meilen in der Stunde. Wo haben wir denn? Komm von dem Autobahn runter. Bewegen Naja, da war ich schon schneller. Ist das der wieder Exzellent. zurückkumpeln? Wir sind nun bereit. Steigen Sie wieder in die Lokomotive ein. Drücken Sie die Waggons das Gleis hinunter und schließen Sie diese mit denen, die schon dort abgestellt sind, zusammen. Aha, das ist der Plan. Okay. Dann gehen wir wieder mal reinrumpeln. Hör zu. Und Jucke. So. Also wir müssen wieder auf vorwärts. Guter Hinweis. Bremse lösen. Und Abfahrt. Nein, ich muss sagen, ist eine interessante Erfahrung. Gerade wenn du nicht immer, keine Ahnung, ICE oder RE fährst, sondern mal was anderes siehst. Ne? Und vor allem halt eine andere Lok und nicht bloß da irgendwie im Regen da durchhatschen, sondern einmal, warte schon, so ein bisschen rangieren, verstehst? So, wir gehen nochmal in Stufe 1. Jetzt rollt der Kran, jetzt rollt der Kran. Einwandfrei. Wir haben nichts vergessen. Schaut gut aus. Jetzt gehen wir mal rausschauen. Ja. Wir haben ja umgestellt. Das werden dann die Waggons da auf der rechten Seite sein. Ganz genau. Ja, also gib mir mal eine Stufe Gas. Weil sonst kommen wir da halt nie an. Naja, siehst du mit der Weiche, das hat anscheinend schon mal hingehauen. Okay, ich muss ein bisschen bremsen, weil er sagt ja mit 5 km/h. Wir wollen ja da halt auch noch ankommen. Ne? So, ich gehe mal vom Gas runter, weil wahrscheinlich sagt er mir eh wieder. Uah, du musst langsam da. So. Yard. Kann ja auch überhaupt nicht einschätzen, was Yard sein soll. Oh ja, wir haben schon da.
Gehen Sie zum ersten Güterwaggon hinüber. Sie machen das großartig. Okay. Weiter so. Um die Lokomotive. Jetzt habe ich das schon gemacht, oder? Oder mal jetzt noch... Achso, doch, da. Stellen Sie. Aha, muss ich gar nicht runter. Ja, ist jetzt schon. Jetzt mal da runter und dann muss ich da rauf, oder was? Kann ich da draufstellen? Auf angelegt. Aha. Ziehen Sie den Trennhebel, um die Lok von den Wagen zu lösen. Wo soll jetzt das sein? Ich schau mal da auf. Langsam. Stellen Sie die Kupplung auf entsperrt. Du? Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich würde gern wissen... Oh Gott. Jetzt eskaliert. Wo soll das sein, Burm? Wo soll das sein? Und warum fährt die Lok überhaupt? Damit oder Bremse rein. Ja, okay, wir stehen ja erst einmal. Dann steigen wir jetzt da runter. Dann muss er mir sagen, dass die Handbremse... Ich weiß ja nicht, was gelöst sein soll und was nicht. Ja? Er sagt es mir ja nicht. Aha. Stellen Sie die Kupplung auf entsperrt. Und da ist das Symbol. Noch kann ich rüberklettern, okay, aber ich meine, ich muss ja da abkoppeln, wenn ich richtig bin. Aha. Ich kann ja da auch aufsteigen. Aber das bringt mir ja noch weniger. Okay. Auch interessant. Ich komme aber gar nicht rüber. Oh Gott, es geht schon wieder los. Also wenn es nach mir gegangen hat, dann tust du ja da irgendwo bei der Kupplung das Ganze entsperren. Ne? Aha. Aha. Und das wäre auch schon alles. Okay. Diese Prozedur wird so lange wiederholt, bis alle benötigten Wagen auf dem gleichen Gleis zusammengestellt Genau. sind. Zum Schluss steigen Sie zurück in die Lokomotive und fahren das Gleis ein Stück hinauf, so dass diese zum Rangieren weiterer Wagen wird. Genau, das machen wir jetzt. Also jetzt schauen wir mal, wo ist unsere Markierung? Ich glaube, ich muss einfach bloß ein bisschen fahren. Und dann schätze ich mal, ich muss rückwärts fahren. Was haben wir da? Bremse lösen. Abfahrt. Und jetzt bleiben die Wagen stehen, ja? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So, bleiben wir stehen. Dann darf halt mal es haben. Naja, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ah ja, goldene Medaille oder rauslassen. Na, was willst du mehr? Das gibt's ja nicht. So. Schauen wir doch gleich mal weiter. Betankung. Betankung machen wir noch. Betankung, das machen wir noch. Ein wichtiger Bestandteil in der Haltung einer Lokomotive ist das Tanken. Also schauen wir uns an, wie es geht. Genau. Eine Zapfsäule besteht aus zwei Teilen. Dem Schlauch, der an der Lokomotive angebracht wird, und die Steuerung zur Aktivierung der Kraftstoffpumpe. Mhm. Eine Lokomotive steht bereits an der richtigen Position.
Gehen Sie hinüber und entfernen Sie den Tankdeckel. So, oder Ski geklickt. Nun holen Sie den Tankschlauch. Also tanken. Kriege ich Gehen glaube ich Sie gerade zur nie. Zapfsäule zurück und aktivieren Sie die Treibstoffpumpe. So, Abfahrt. Das System schaltet sich automatisch aus, sobald der Tank voll ist. Sie können den Stand der Betankung anhand der Anzeige an der Seite des Tanks sehen. Das gibt's ja nicht. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Au. Jetzt weiß ich zwar nicht, was da reinpasst. Aber gut. Aha, 1700. Nehmen Sie nun den Tankschlauch und bringen Sie ihn zurück an die Zapfsäule. So. Einhakeln. Zuschrauben. Naja, wer sagt's denn? Das war einwandfrei. Jawohl. Oder hingekriegt. Oder hingekriegt. Naja, siehst du das. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Darum lassen wir es jetzt bei dem gut sein für heute. Und dann sind wir gespannt, wie wir mit dieser Lok beim nächsten Mal richtig abgehen. Da gehen wir dann Vollgas. Gell? In dem Sinne, merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Für euch.